Drück mir nicht auf dir. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Keine Freunde mehr, nein, keine Enemies. Nur ein paar Freunde mit paar Memories. Und ich ride downtown, denk dran, was ich war. Jetzt eine Therapie, die mir mit alter Musik und die Hocken auf dem Weg. What's poppin', many ladies and JDs? Welcome to Rap Witness Day Part 2. Mein Gast heute hier, Childron, a.k.a. Northgoat, weg im Bad. Du weißt Bescheid. Und der Gast, den kennt ihr vielleicht schon von einer vorherigen Folge von Rap Witness Day. Sadiga hier. Sadiga Mahomi persönlich. Schön seid ihr gekommen, schön habt ihr den Schon gefunden. haben wir mehr selber kommen. Ja, immer gern doch, immer gern. Mit stabilen Leuten mache ich gerne so Sachen. Und ja, ich würde sagen, starten wir so auf entspannt, ein paar Fragen und so. Seid ihr ready? Ja. Geil. Also, mein Name ist Big Boss Entertainment. Big Boss. Das ist Entertainment. Sadiga und das ist der Northgoat. Stell dich kurz mal selber vor, so in der Runde, für die dich noch nicht so kennen. Yeah, viele kennen mich sicher, oder vielleicht unter dem Namen Chillron, weil ich früher für den Bellsquad aufgelegt. Merci. Also klar. Und ja, keine Ahnung, vor etwa 6-7 Jahren habe ich angefangen mit selber producen und recorden und so. Und dann irgendwann ist mal einem Frauenfeld ist Northgoat entstanden. Ja. Northgoat, wie bist du jetzt so auf den Namen gekommen? So? Boah, das ist eigentlich eine lustige Story. Das war am Frauenfeld 2019 gewesen. Und dann, ja, haben wir halt gut Party gemacht. Und dann, keine Ahnung, einfach aus dem Nichts ist mir der Name in den Sinn gekommen. Ich habe so zu ihm gesagt, so, Northgoat. Jahrgang und Herkunft, so in dem Jahr bist du Schweizer geboren. Ja, ich bin nicht ganz 100, also 1999, das ist mein Jahrgang. Und ja, ich komme von der Schweiz, ich komme von hier. Let's go. Seit wann hast du so mit Musik angefangen? Boah, das hat schon in meinen jungen Jahren angefangen, halt wegen meiner Mom so. Meine erste CD war keine irgendwie Kinderlieder oder so, die hat mir Eminem Relapse auf die Ohren gegeben mit irgendwie 6 oder 7. Und ich dann schon gewusst, was das für die Texte wären. So. Und ja, keine Ahnung, eben, meine Mama macht auch selber Musik so. Shoutout Amaros. Okay. Was macht sie da so für die Musik? Ja, sie macht so volkstümlich und Saxophon und so Sachen. Aber die sind recht rum. Ja, Schon. Ja. Saxophon, da kannst du ja von ihr Ja, etwas voll. spielen, dann kannst du aufnehmen. Ja, dann voll Beats Sample machen. und so. Das ist geil. Yes. Du machst so ein bisschen Rock-Rap, sag ich dem, so schon fast. Ja, oder? ich mache so ein bisschen Mixed Martial Arts. Bro. Genau, Weißt du, genau. was ich meine? Ich mache so ein bisschen Genau, das ist von allem. ich finde es hure stylisch, so, weißt du, der Rock-Vibe mit dem gleich noch Rap und harter Rap dahinter und so. Muss ich sagen, also mir ist selber Bro. geflasht, ja. Wie bist du zu dem gekommen, so zu dem Rock-Rap-Style? So? Dann muss ich auch SSX und Need for Speed Schuld geben. So ein bisschen von meiner Kindheit halt von den Games. Natürlich auch mit meinen Cousins, ich bin mit dieser Musik aufgewachsen, wir haben immer so Musik gehört. Linkin Park, Limp Bizkit, all die Bands, so haben wir immer gehört. Ja, das war immer schon ein Teil von mir eigentlich. Und dann später ist so ein bisschen Rap und das Ganze gekommen. Also zuerst, vor dem habe ich noch aufgelegt, so EDM-Zeugs und so. Beats machst du ja hauptsächlich selber, nehme ich an, oder? Ja, gut. Und aufnehmen tust du dann auch so wie daheim, hast ein Studio aufgebaut und so. Und die Qualität klingt eigentlich strupf, wenn ich so ein paar Tracks höre von dir, so muss ich sagen, nicht schlecht für Selfmade. Hallo. Hello! Und ich finde, das ist ein sehr spezieller Style so. Wir hören dann in der Track drin, wo Kurt's Candles heisst. Candles, habe ich es richtig Ja. gesprochen? Ich habe dann einfach unbedingt, ich bin so Limp Bizkit und Deftones, das war so eine Phase, die ich hatte. Und dann habe ich dann auf Splice so ein Gitarre-Sample gefunden, also eigentlich vom Hook, einfach das Riff, blöd gesagt. Und dann aus dem habe ich einfach irgendetwas machen und dann habe ich einfach mal noch einen Hook gefunden in den Notizen, so von früher mal. Und dann habe ich das noch ein bisschen drüber gesungen, so ein bisschen ausprobiert. Und das hat dann eigentlich sehr gut gefittet, muss ich sagen, also, ja. Vision in meinem Kopf, wo mir irgendein Frieden bringt. Hier mein Herz, du kannst es haben, pass gut drauf auf,
dass es nicht zerbricht. Was ich fühl, könnt ihr nicht nehmen. Aus meinem Schmerz ein Selbstporträt. Was hast du das Gefühl, du wirst es gesagt. Der Real sind noch nicht alle Plätze vergeben. Ich weiss nicht genau, was mich herträgt. Bring mich zu dem Ort, wo mich jemand versteht. Was sich alles vereint, bring mich auf den Stage. Ich will den Stage voller Kerzen, so wie Kurt. Ich will das Glas rote, wie sich's für den Rockstar gehört. Ich brauch eine Crowd, wo mit mir meine Lieder singt. Du irgendjemand, wo der rot wie ich mit mir drin. Ich will den Stage voller Kerzen, so wie Kurt. Ich will das Glas rote, wie sich's für den Rockstar gehört. Ich brauch eine Crowd, wo mit mir meine Lieder singt. Du irgendjemand, wo der rot wie ich mit mir drin. Ich hab so viel Filter ausprobiert, doch das Bild bleibt immer gleich. Ich träume farbig, aber denke schwarz-weiß. Wirklich alles habe ich ausprobiert, jede Form, jede Farbe. Doch ich finde einfach keinen verfickten Unterschied. Das sind Hollow Point Bullets, die mein Herz treffen. Meine Highs und Lows, ich glaub's mit mir abbrechen. Und so fucking viel Demons, die mich fressen. So fucking viel Demons in mir innen, glaub's ich bin besessen. Ich weiss nicht genau, was mich herträgt. Bring mich zu dem Ort, wo mich jemand versteht. Was sich alles vereint, bring mich auf den Stage. Ich will den Stage voller Kerzen, so wie Kurt. Ich will das Glas rote, wie sich's für den Rockstar gehört. Ich brauch eine Crowd, wo mit mir meine Lieder singt. Du irgendjemand, wo der rot wie ich mit mir drin. Ich will den Stage voller Kerzen, so wie Kurt. Ich will das Glas rote, wie sich's für den Rockstar gehört. Ich brauch eine Crowd, wo mit mir meine Lieder singt. Du irgendjemand, wo der rot wie ich mit mir trinkt, ja. So, Selber verdient. der Track ist brutal. Mir flasht so der Gitarrenstyle extrem. Von wo hast du dort so den Sample? Hast du das selber eingespielt? Oder? Ja, also einen kleinen Teil habe ich selber eingespielt und sonst mit Splice Samples, so Drums habe ich selber eingespielt und so. Yes. Ja. Strube Sache. Ich bin das letzte Mal ein Konzert schauen, da, wo der gespielt war. Das war auch geil, war auch geiler Vibe. Ich bin leider ein bisschen spät gekommen, habe ich nicht gesehen und so. Aber es gibt sicher noch mehr so Konzerte, oder Ja, hat er noch mehr so Sachen geplant, oder vielleicht alleine, oder so. Jetzt am Guschen sind wir in der Metrostation wieder. Oh geil, krank. Am Donnerstag, ja Mann. Und im Mokka im August. Nein, Nicht? vielleicht auch im September. Ah, und dann von September. Das ist noch nicht fix. Yes. Tracks kommen hart. Hast du noch mehr so Tracks geplant, oder möchtest du eine andere Stilrichtung gehen? Ja, später hört man nochmal so einen Track. Mhm. Der ist nochmal ein bisschen härter so, und da sind auch noch ein bisschen Screams drin am Schluss. Also, ich habe noch ein bisschen mehr rausholen von den Vocals her und so. Und ja, also sonst, eben, es ist auch noch so ein bisschen, sagen wir jetzt, softeres Zeug dabei, was noch ein bisschen, aber in die akustische Richtung geht, so ein bisschen Rock-Hip-Hop ist eigentlich blöd gesagt. So. Ja. Und ja, Auf welcher Plattform bist du am stärksten vertreten? ich finde Spotify. Spotify, ja. Ja, also ich finde, das ist halt auch heute die Streaming-Plattform, die auch am meisten genutzt wird, so nebst Apple Music. Ich lege eigentlich schon meinen Fokus mehr auf Spotify. So. Ja, da gibt es Tools und so, die man kann brauchen für Spotify. Ja, Und Social Media ist das sicher so Instagram, nehme ich an. ja Insta machen wir Ja. immer eine blöde Story. So. Ja, TikTok bin ich unterwegs, der Team macht auch mehr so ein bisschen Werbereels oder TikToks, blöd gesagt. Ja, safe. Wer hat dich am meisten inspiriert, dass du so zu diesem Style bist gekommen? Eminem halt sicher aus der Kindheit raus, von der Chick und dann so ein bisschen das Rap-Ding-Zeug. Aus Suicide Boys viel. Eminem schon hart, ja. Bei Suicide Boys merkt man so, hört man es da auch ein bisschen raus, wenn man gemeint den Track, werden wir später noch reinhören. Ich will noch nicht zu viel verraten. Und wir werden später, gegen Schluss, werden wir noch Leaks hören, die exklusiv auf Rap Witness Day, wo man hat mitgenommen hat. Unter anderem ist, glaube ich, so der Sadiga wieder dabei mit ihm. Also ich bin gespannt. Ich selber ich habe noch nicht viel gehört, nur so 10 Sekunden. 6 Tracks. Aber wir werden das dann leaken für euch live hier und ich bin sehr gespannt. Also das wird schon emotional. Merch, Studio, Label. So, hast du Merch? Willst du so Kleider oder möchtest du vielleicht noch machen? Ja, Vielleicht für die Zukunft. Merch habe ich leider noch nicht, aber das wäre eigentlich auch noch in Planung mal. Das wäre sicher eine gute Investition. Also.
Und labelmässig, ja, wir haben Northside. Wir sind aus dem Norden, weißt du, was ich meine? Northside Ja, Hard, voll. muss ich sagen. Merci. Ja. Und ja, hier release halt einfach hauptsächlich er und ich noch Tracks drüber. Früher war noch Bowsei dabei, Shoutout an Bowsei. Shoutout geht raus an Bowsei. Ja, Mann. Aber mit dem hast du auch ein paar Tracks, die wir noch Ja, werden zu viel Sauce ist, also Ja, ja. too much sauce ist. Da werden wir auch noch reinhören. Der ist auch hart, muss ich sagen. Ich habe noch gesagt, du bist bei Dean 16er gewesen. Ja. Das ist auch so eine Plattform, die so junge Talente unterstützt, Ja, so, ja. würde ich sagen. Und ich bin auch im Kontakt mit dem, ist ein ganz geiles Sieg. Und wie bist du zu dem gekommen? So? Boah, da bin ich drin, an das hergekommen, er hat mir dann so gesagt, so, und machst du mit bei deinen 16er? Ich so, ja, keine Ahnung, Alter, ist das meine Welt? So, ja, mach mal das Video, mach mal Tracks. So. Warum nicht? Ja? Dann habe ich mal eine eingeschickt, du, bei Meier im Studio, Shoutout Meier, Shoutout. Tätowierer, haben wir viel Shoutout ein paar an Shots Meier. gemacht und ja, und er das Video hure gut gekommen, muss ich sagen, so, sind wir stolz drauf. Und das Video sind wir eigentlich gut geblieben. Wir werden uns ein Video reinziehen, und zwar, ich weiß nicht, ob es der erste Video war oder eine Vorbereitung. Wir werden, glaube ich, beide reinziehen, ich glaube, beide Playlists rein da. Wir gehen mal 3, Ladies and Jadies. If I started murdering people, Die 16, there'd be none of you left. let's go! Ich bin kein Strassenrapper, trotzdem ist die Weste voller Flecken. Vom Norden bis in die Pop zum Observieren, frag mich, was das soll. Ich bin ein rechter Bär, jag die mit dem RSG, schieß sogar mit Fischen, das ist Storys aus der RSD. Will ich so viel Züge genommen, komm ich spät wie das SBB. Wenn ich am 5 Sati fahre, bin ich im 6 dort. In meinem Keller kannst du ausgestopfte Rapper sehen. An der Wand, Pentagramm, 3x6 ist safe. Ich brauche 100.000 Minimum, ich glaube, ich gehe heute richtig dumm. Und wenn ich mit dem nicht verdiene, ja, dann bleibe ich auf der Crew. Meine Lücke richtig dumm, Ankerschrauben so billig rum. Du bist hier nur eine Witzfigur, ich schieß auf deine Pilzfrisur. Ich schrumm so krass am Sonntag, setze auf, Rakets und mache Bahnhofsrunde. Und ich bin immer noch kein Strassenrapper, doch das lenkt noch längstens für die Spaß, das Leben. Und die Produzenten schirken so eine Hurenwarze fressen, ja. Ich schieß mich schon, der trifft das Target, Jonestown, der crash der Market. Deine Nachfrage fängst du sicher in meinem Angebot. Aus dem Bund von China mach ich bunte Baggies in die Warenkorb. Hutlegende, Mama, Sorgenking, wer der Scheiß nicht klappt, steh ich bei die Wanne mit dem Toaster drin. Motherfuckers geht die Hunger, weil ich die Lieder bring. Ich bin kein Rapper, ich bin Künstler, keine Dichter wie ich. Der Motherfuckers geht die Hunger, weil ich die Lieder bring. Ich bin kein Rapper, ich bin Künstler, keine Dichter wie ich. Der Motherfuckers geht die Hunger, weil ich die Lieder bring. Ist geil. Wie läuft das ab? So bei deinem 16er so, meldest du dich an und dann gehst du vorbei und dann musst du schon Tracks dabei haben? Ja, voll, Oder? also nein, es ist so, du machst eben das Bewerbungsvideo. Mhm. Jetzt vom ersten Track. Und dann werden so einfach ein paar ausgesucht. So. Und die werden eben dann eingeladen, dort hier in ihrer ersten Runde, die 16 Ring, dort hier dann einen neuen Song zu performen. Und das Thema war schon dann so ein bisschen oldschool, so Boom Bap. Und dann haben wir einfach haben wir eine Woche Zeit gehabt, so einen Track zu machen. Ja. Und jetzt bist du immer noch bist weiter, oder? Oder ja, du musst ja nicht leaken, weißt du, wenn du nicht Ja. auf du darfst glaube ich auch nicht gross. Nein, also jetzt, die Folge ist eh schon draus. Schaut ihr noch auf die 16er TV? Ja, Mann. check- Dritte Folge, Ja, dritte Folge. check ja. Und ich bin leider nicht weitergekommen. So. Ja. Aber ich finde halt da, weißt du, es hat viel Talent im Team und so. Es ist halt einfach nicht wie meine Welt gewesen. Strassenrap ist nicht meine Welt. Ja, du machst ein bisschen den anderen Stil. Das ist Ja, klar, voll, voll. Man versteht. Aber Shoutout die 16, geile Sachen machen. Shoutout geht Ja, Mann, raus. merci. Was Das hast ist du noch nicht für so gut. Zukunftspläne? So? Was kann man von dir so erwarten? Kommt so ein EP, Album oder jetzt bleibst du Ja. auf die Schiene mit den Videos auf Insta oder vielleicht ein Clip oder was kann man so von dir erwarten nächstens so? Also ja, vor eine EP zu droppen, die Lost Tapes EP, da werden halt so Tracks, die bis zu 3-jährig waren, einfach rausgehauen. Feeds, was hast du so alles für Feeds? Ich nachher mal, Sadiga. Mhm. Er war schon viel vertreten gewesen auf meinen Tracks, oder auf unseren Tracks. Ja, wir machen Oh. so zusammen Musik. Ja, voll.
Er hilft mir, ich helfe ihm so. Ja. Und ja, und Jamu kommt jetzt so noch auf einen Track. Safe oder auf 2 sogar. Und ich bin mit ihm so schon am Bügeln mit Beats und so. Also, halt auch bei mir Beats. Und ja, Ja. wird mir sicher ja noch etwas hören von uns. Nein, es gibt noch weibliche irgendwo so. Ja, Carmel Brown, ja. Ja. Voll. Mit der habe ich auch noch, das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Ja, ja. Mit der haben wir auch mal einen Track gemacht. Und der hat auch gute Stimme da. Ja, voll, yes. Ja, geil. Es ist so ein bisschen Suicide Boy-Style, so bei der einen Track, den ich gehört habe, so shit, die Inspiration kommt voll von dort. Und da werden wir jetzt kurz reinhören. Too Much Sauce heisst der Track. Boah, ja, das ist im Stockhagen vor dem Studio gekocht. Und ich habe einen Burger gefressen und die Sauce rausgekommen. Ich gesagt, zu viel Sauce, Bro. Alter. Und so ist «Too Much Sauce» entstanden. Alter. Das ist eigentlich der dämlichste Track, den wir jemals gemacht haben. Wobei, nein, wir haben noch ein paar dämliche Tracks. Freut mich auf die. Ja, keine Ahnung. Alkohol... 101, Alter, weißt du, was ich meine? Sie war Sex, als war der Teufel ihre Tränen. Ihre Boyfriend bin ich nicht, hat's für Sauce, hat's für Drip. Ich hab zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce, zu viel Sauce, zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce. Ex, 2 Liter falsch, das Leben gegen Nate. Saufen bin ich nicht, will verzeihen, die aussteht. Ich hab zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce, zu viel Sauce, zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce. Schau in die Berge, bist schon wieder bankrott. Sie stellen mir Fragen, ich gebe keine Antwort. Standen lang noch für eine Story von Bangkok. Läufer Geld, nur Stress vor Angst. Alle muss go, sie gut back on Straße. Reden von Liebe, doch sie war mit Schwanz. Sportwagen, wie du die Villa muss ganz klar. Sportwagen, wie du die Villa muss ganz klar. Sex, als war der Teufel ihre Tränen. Ihre Boyfriend bin ich nicht, hat's für Sauce, hat's für Drip. Ich hab zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce, zu viel Sauce, zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce. Ex, 2 Liter falsch, das Leben gegen Nate. Saufen bin ich nicht, will verzeihen, die aussteht. Ich hab zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce, zu viel Sauce, zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce. Ficke die Lache, die Masse mit Usa, ficke die Bitch in der Back von der Truck. Fuck an dem Vivo vermacht, nenn mich Darth Vader, brauch Gras, Bader. Stimmen im Kopf, ich bin eine von denen. Trappen die Rot, rauchen, fängt die Antenne. Komm mit die Bulle, dann bin ich am Rennen. 5 plus 2, du solltest mich kennen. Sie war Sex, als war der Teufel ihre Tränen. Ihre Boyfriend bin ich nicht, hat's für Sauce, hat's für Drip. Ich hab zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce, zu viel Sauce, zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce. Ex, 2 Liter falsch, das Leben gegen Nate. Saufen bin ich nicht, will verzeihen, die aussteht. Ich hab zu viel Sauce, ey, zu viel Sauce, zu viel Sauce, zu viel Sauce, ey. Boah, der ist hart, man. Zu viel Drip, man. Zu viel Soße. Der ist wirklich hart. Ja. Was hast du für Hobbys? Boah, Kiffen, CBD. Nein, Musik machen, Alter, Musik machen. Musik machen und nochmal Musik machen. Ja. Ja. Ja? Wie ein Rockstar halt, Ja, gell? wie ein Rockstar. Drugs, Sex and Rock'n'Roll, baby. Ja. Nein, das ist aber nicht mehr Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Alter. Nee. Das heißt Sex, Früchte, Rock'n'Roll, Alter. Sex, Früchte und Rock'n'Roll. Ja, Let Mann. go, ja. Das Werdet ihr später noch hören. ja. Tönt auch besser, tönt familienfreundlicher. Tattoos, was heißt auf Tattoos? Ist ja schon Spaß gemacht. Dann die meisten von Meyer. Shoutout an Meyer! Shoutout, Hört ja. Picasso in the house. Ja, Bring wieder mal. ich muss mich auch fast ausziehen für das, Alter. Schau dir den Meier, er rettet meinen Körper. Das hier im Haus war der erste. Das ist mein Chiron-Logo. Das habe ich in der Schule in der Mathe-Lektion gezeichnet. Zeig's mal für den Merch. Ja, für ein Merch. Weiter so Merch. Weiter so Merch. Sieht man es? Mit diesem Logo. Aber noch ein bisschen pimpt. Weißt du, was ich meine? Das ist Rubus, Noch ein bisschen pimpt. Und ja, keine Ahnung, der Rest. Ich habe eigentlich nicht eine grosse Story zu meinen Tattoos. Ich fühle es einfach. Ausser durch den hier, das ist halt von einem Metal-Lied. Keine Ahnung. Vielleicht kann man es lesen, vielleicht auch nicht. I have spent my life chasing things that only brought me pain, but in the end, when I'm dead, hope it was for something. Ja, Forgotten von der Platinum. Und der Rest Purgatory, Hell, ja, keine Ahnung, was soll ich sagen? Jetzt kommen wir schon zu den Leaks. Oder nein, stimmt nicht. Wir haben noch einen Track. Der Medication.
sind wir beide in einer dunklen Zeit gewesen. Yes, sir. Jetzt hat es 18 Punkte einen epileptischen gegeben. Und keine Ahnung, ihm ist dann noch recht dreckig gegangen, weil ein Homie von uns ist überfahren worden. Alter. Dann sind wir sehr, jeden Tag, Alter, 2-3 Monate einfach zusammen gechillt, Alter, Musik gemacht. Ich lieb die Medication, Self-Destruction, ich spür mich nicht mehr, nein. Ich hasse die Explanations, ich lass noch zu, doch ich gehör noch nicht. Nein, ich gehör noch nicht, wär so gern wie dir, doch beide wissen wir, dass wir uns verlieren, ja. Ich glaub, ich brauche mal einen Break von dem Ganzen, von all meinen Problems und der ganzen Substanzen. Seit letztem Winter bist du weg und wenn ich ehrlich bin, baue ich letztens nur noch Scheissdreck. 18 Pills und eine epileptische, ob ich daraus gelernt habe, Baby, ja das sehen wir dir, ja das sehen wir dir. Den Scheißverstärker mach ich auf, ich will nach morgen nicht mehr gehen, die Stimmbänder zerstört an der Party. Bin ich junger, fühl nicht, doch ich fühl mich so allein, frag mich, ist das okay, wird es okay? Ich lieb die Medication, Self-Destruction, ich spür mich nicht mehr, nein. Ich hasse die Explanations, ich lass noch zu, doch ich gehör noch nicht, nein, ich gehör noch nicht, wär so gern wie dir, doch beide wissen wir, dass wir uns verlieren, ja. Ich glaub, ich brauche mal einen Break von dem Ganzen, von all meinen Problems und der ganzen Substanz. Bruder, sind wir ehrlich, es macht längstens nicht mehr Spaß. 8 Uhr morgen, komm nicht mehr Abend, bin verkrampft und kack verschabt. Ich hab mir geschworen, dass mich ändert und gleich hock ich wieder da. Der Winter bist du gegangen und mein Herz hat wieder kalt. Digga muss ein Break haben, ich brauch einen Day off. Dort mit chill ins Studio und mache Medication. Hab Wunden aber offen sein und Musik zum sie heilen. Wer Captain nur verboten aus, my man is young forever. Ich lieb die Medication, Self-Destruction, ich spür mich nicht mehr, nein. Ich hasse die Explanations, ich lass noch zu, doch ich gehör noch nicht, nein, ich gehör noch nicht, wär so gern wie dir, doch beide wissen wir, dass wir uns verlieren, ja. Ich bin gespannt jetzt auf die Leaks hier, exclusive, nur bei uns, bei Rap Witness Day. Der Bre hat 6 oder 7 Tracks, 6 Tracks, die wir jetzt werden hören. Und die kennt man, die sind offiziell noch nicht draussen, oder? Die sind offiziell nicht. Okay. Und wann kann man so mit denen rechnen, plus minus, mit dem einen oder mit dem anderen? In den nächsten Monaten. Geil. Yeah, mir ist so viel Fragen, die Antwort liegt auf der Hand. Wir sind gefangen in ihrer Bubble und da will ich nicht mehr weg. Ihre Ass ist ein Wackel, wenn ich wieder drauf smack. Noch nicht frei von dem Struggle, pack mein Herz auf den Track. Mach den Stoff auf den Tisch, unser Kopf, der ist gefickt. Meine Frau hat mich geholt, wenn ich im Loch drin war. Ja. Ich stoppe noch nicht, weil die Hoffnung nicht stirbt. Lebe der Moment, wie am Mond ist der mit. Nacht auf der Piste, mit richtig noch nicht sehen. So viel Wege für nach Rom. Bist du, gell? Party ist vorbei, aber ich will noch nicht heim. Darum geh ich in die Richtung, wo der Kompass herzeigt. Zu viel gemacht, nicht überlegt, schmaler Körper trotzdem Break. Sehst schon 4-fach doppelt, doch ich weiss, dass es noch einen geht. Wird zum Parlament, wo ich lese leere Argumente. Das Zeug in meinem Bag und mein Cash ist schon heim. Ich verlaufe jetzt ein Torchli der Welt. Das ist Schlaf, was ich echt verkaufe die Tage. Machst du das Ziel, weißt und so. Weißt du, kannst du nur Geld machen. Das ist geil. Beat ist richtig hart. So chillig, aber die Drums sind hart. Das ist geil. Der Rapper ist schon gelungen, muss ich sagen. Das ist schon, da kann ich die auch mit dem Style. Wo der andere Track mit der ist gleich hart. Bamba, Klack, Mamba, ja. Relativ das Zehnte müssen wir ignorieren. Another one. Merci für den Follow, Justin. Welcome to the path. Also, wir liegen der nächste Week 7 AM. Let's go. Der Shoutout an Carmel Brown, der hat sich einen Hook drauf geballert. Innerhalb von 5 Minuten oder so. Der Track finde ich so ein bisschen, da kann man so ein bisschen mit Sonne und Regen vergleichen. Also der erste Part ist so ein bisschen der Regenpart, blöd gesagt, halt so ein bisschen der, der so ein bisschen beschissiger ist. Und der zweite finde ich dann so, ist so ein bisschen der Sonnenaufgang halt. Wir reacten. Ja, Lil Wayne Style. Nie so Das war das.
feel the weight of the pain that's been flowing to your veins. Keep your head up, yeah, keep your head up. I promise there'll be better days. Some problems just never fade. Don't worry, baby, it's okay. Keep taking it day by day. Hold on to the good times, hold on to the good times. Some problems just never fade. Don't worry, baby, it's Tony Barretta was good, Keep but taking it day by day. Hold on to the good times, hold on to the good times. Manchmal schmeckt das Leben bitter und mit manchmal meine ich immer. Das ist das Gewitter vor dem Fenster von meinem Zimmer und ich höre so viel Donner in meiner Tasche ist kein Dollar, sondern 400 Milliliter Lean, die ich bin geholt. Ich wär so gern Optimist, doch nach dem Saufen kommt der Kater. Für Leute wie dich und mir gibt's leider keinen Psychiater. Ich will keine Zukunft, ich will jetzt für immer. Denk mir für ein bisschen Liebe muss ich euch eine Leistung bringen. You feel stuck, yeah, I know you feel the weight of the pain that's been flowing to your veins. Keep your head up, yeah, keep your head up. I promise there'll be better days. Some problems just never fade. Don't worry, baby, it's okay. Keep taking it day by day. Hold on to the good times, hold on to the good times. Some problems just never fade. Don't worry, baby, it's okay. Keep taking it day by day. Hold on to the good times, hold on to the good times. Manchmal macht das Leben sweet, mit dem meine ich all die Tage, wo ich nicht fürs Lieb. Und draussen scheint die Sonne, treffe ich mit den Jungs auf dem Müll bei der Stege um. Stunden vergehen wie Sekunden, ja. Wir sind zwar verdorben, doch wir sehen nicht scheisse aus. Seit ich können tragen, mir nicht mehr geht's für gut. Seitdem heisst's Sex, Frucht und Rock'n'Roll. Und bei uns dem Ganzen gelernt habe ich glaube schon. Don't worry, baby, it's okay. Keep taking it day by day. Hold on to the good times, hold on to the good times. Some problems just never fade. Don't worry, baby, it's Machen wir okay. 50-50. Keep taking it day by day. Hold on to the good times, hold on to the good times. richtig. Ja, schon. Where did the time go? Bitte sag mir, was habe ich da alles verpasst? You give me vibe, oh, ich hab viel zu viel Zeit in der Kälte verbracht. Please let me die, ich komme nicht drauf klar. I can see you cry, das für ein ganzes Jahr. I'm way too fucking high, meine Sicht nicht klar. Meine Feelings sind weg, out von meinem Star. Making my money und ich rauche mein Weed. Hör ich auf mit dem Scheiß, hier bitte vergrab mich 6 feet deep. Ja, Bilder verblassen und das Lachen vergeht. Du weißt nicht, wo die 10 Jahre stehen. Das wahre Gesicht im Spiegel zeigt den Wind vertauscht. Und die Narbe auf der Seele wird zum Tattoo auf der Haut.
Also ich kenne in der Schweiz so mundartmäßig niemanden, der so wirklich den Stil durchgeht. Entweder machen sie es auf amerikanisch, so wie die meisten, aber so Mundart, und dann so im Rock-Stil, das findest du fast nicht. Also ich bin zwar nicht irgendwie von dieser Branche, aber ich persönlich kenne jetzt niemanden. So, vielleicht der Gölle, aber der Gölle macht auch mehr Pop, weißt du, so. Ja, Das der schaut macht schon- halt wirklich so Mundart-Rock, macht auch wirklich so. Ja, wir sind einfach ehrlich in unseren Texten, weißt du, was ich meine? So, wir sind gerne ehrlich. Nein, das ist schade, das ist schade. Das war es von den Leaks, merci einfach mal für den. Wir kommen jetzt zu den Fanfragen. Fanfragen. Und zwar dort, wo die Rappers ihre wahren Gesichter sehen. Dort fängst du auf was, dass sie wirklich stehen und auf was, dass sie Hose, das Shit. Seid ihr ready? Let's go! Tupac oder Biggie? Boah, Biggie. So ist das wie Hund. Lieblings-Schweizer Musiker? Florian Ast. Sorry, das ist geil. Ja, Mann. Niemand glaubt, aber ich habe wirklich auf meiner Playlist 2-3 Tracks von ihm drauf und so. Absolute Banger. Ja, der hat geile Tracks. Absolute Ja. Banger. Genau. Dann kommen wir wieder zu dem Thema Mundart. Gut, er macht halt auch mehr Pop, weißt du? Es ist Ja, nicht Rock, voll. Rock, weißt Aber ich finde, das, was er in den 2000er hat gedroppt, Mhm. ist der Shit gewesen. Oldschool Alter. Shit, ja. Ja, Hure, Alter. Mhm. Lieblings-Rockstar? Nicky Six, Alter. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, aber bitte anständige Fragen. Ja. Nicht so wie Xeni oder Pilz. Spitz. Dann, wenn ihr seriöse Fragen habt, dann Ja. können wir es Nur beantworten. seriöser Shit. Lieblingsfarbe? Schwarz. Schwarz. Ja. Rot. 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 Ja, ist okay. Ich stehe auch auf grün, irgendwie grün beruhigt und so. Exzess. Sehr gute Frage. Ja, stell eine sehr gute Frage. Lieblingstier? Ja. Arsch oder Titties? Die Pussy. Frage wäre früher oder später gekommen. Ja, Pussy. Pussy, ja, Pussy ist Pussy. Top 3 US-Rappers. Boah, von beim besten einfach ein Scream. Der von Suicide Boys. Der ist auch eins, dann Juice WRLD, sicher. Ja. Ja, Mann. R.I.P. R.I.P. Aus Dritt's. Was nehmen wir da noch? Ja, sagen wir Eminem, Alter. Eminem, Legende. Ja, sicher. ja. Kalt oder warm? Warm. Ich bin ein Warmduscher, Alter. So. Weed oder Rauch? Weed. Wenn ich am Morgen aufstehe, denke ich als erstes an Meine Freundin, Bro. gut gerettet, gut gerettet. Ist ein bisschen zu lang gegangen, so. Er hat wieder andere Optionen überlegt, aber er hat gut gerettet, muss ich sagen. Mein Name ist Chill Ron, a.k.a. North Goat, und ich bin Künstler. und ich hasse. Was hasse ich eigentlich? YouTube Beats. Bitte ja, YouTube, bist du da gute YouTube? Ja, aber wir haben noch nie einen gebraucht. Schon. Ja, aber wenn du selber wenn du ein Studio hast, in der Küche, blöd gesagt, ja, dann ist ja easy. Nie mehr Musik hören oder nie mehr kiffen. Nicht mehr kiffen. Gute Entscheidung. Traumfeed, Dead or Alive? Boah, Florian Ast, Alter. Oder Polo Hocker, Alter. Oder Hopper, auch stark gekommen. Ne? Ja. Lieblings-Superheld? Sag Deadpool, das ist doch daneben. Da gibt's so daneben nicht. Und deine? Schwierig zu sagen. Das ist aber auch Spider-Man, Batman, glaube ich, hast du mit dem Interview gesagt. Nein, Aber selbst Spider-Man. bei mir wäre es Lobo, aber den kennt man nicht, den kenne ich von früher, von den Comics, den Album im Kiosk geholt habe, wo sie hure viel Comics-Auswahl hatten, Marvel und DC. Weißt du, Kiosk haben aber hure geile Comics gehabt, das bringst du jetzt auch nicht mehr so. Ja, jetzt alle Kinder haben nur iPhone so und schauen. Aber Lobo war krass, man hat so einen Kötti um den Hang gehabt und er war so breite Sieg mit langen Haaren, so schon eine brutale Comics eigentlich so. Lieblingsfußballmannschaft? Boah, Alter. Keine Ahnung, aber bist du da? Du. Du. Ja. Ja. Lieblingsessen? Raclette, Bro, ich bin. Wirklich, Bro, ich bin. Es ist nicht mehr schön, Alter. Wirklich, wie ich Raclette-Käse fritze, Alter. Das ist wirklich. Und ich leide dann, weißt du, was ich meine? Ich Ja. leide, Bro, ich leide. Ja, ich kenne es. Ja. Du müsstest dir ein Wort auf die Stirn tätowieren und das Wort wäre... Ja, hab ich. Keine Ahnung, ist okay. Keine Ahnung, keine Ahnung, komm nicht drauf. Blondine oder Brünette. Brünette? Ja, der hat, ja, wenn man noch denkt, so Brünette. Magie, weißt So du. dunkelrot. Wenn du, das ist eine gute Frage. Ich schaue immer, dass ich neue Fragen stelle und nicht immer die gleichen, weißt du, ist irgendwann schnell. Wenn du in die Zeit kannst zurückreisen, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Nimm keine Drogen. So etwas würde bringen, wäre die andere Frage. Du würdest dann auch selber sagen, oh, schnell. Jetzt nehme ich noch viel mehr, Alter. Wenn du etwas auf der Welt kannst verändern, was wäre das? Egal was.
Dass wir Erfolg haben mit Musik mehr. Dass es bei den Homies gut geht für immer. Wobei nicht denen geht es jetzt noch gut. Ich will es noch nicht verändern. Wenn du im Euromillion den Jackpot würdest knacken, was würdest du zuerst kaufen oder machen? Ich würde mir so eine Hütte für 8,8 Millionen kaufen, die ich heute auf Insta gesehen habe. Alter. Dann würde Finanzberater. ich meinen Eltern mal noch Cash geben. Alter. Und ja, ich würde mir ein schönes Leben machen. Ich würde mir zuerst einen Finanzberater holen, das so sehr das Later was. Ja, fair, Alter. Weißt Und ich würde vielleicht noch so in einen Block investieren. Immobilien bist du nie falsch dran. Was würdest du machen? 1 Million. Ja. Aber zuerst ein Finanzberater. oder? Ja, ja. Ja, liegt durch, wenn du auf dem Platz chillen, der du bluffen mit Goldketten zum Pelzwand, es wird Zeichen geben. Dann hat er einfach die Heizung voll auf. Alter. Lieblingsferienort? Münziger links. Nein. Nein, boah. Es gibt viele Orte, die schön sind, weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung. Spanien. Die zweitletzte Frage und dann sind wir durch. Meine letzten Wörter werden sein. Release me shit. Und die letzte Frage ist Weisheit des Tages. Boah. Was wäre so deine Weisheit an den jungen Leuten da draußen? Sättiger 4 wie mehr sind jetzt Kinder 3. Darum gibt's so, sind wir nicht so zu zweit. Nein, warte, jetzt hast du nicht so gegangen. Nein, tut euch gesund ernähren, sucht nach eine gute Frau, macht Musik oder macht Kunst, egal was, fuck it, Alter. Macht es einfach, wenn ihr etwas machen wollt und zieht es durch. Ja, Ja, Mann. was willst du noch mitgeben? Was willst du noch gesagt? Alles gesagt. Amen. Ja, das wäre es eigentlich gewesen von Rap Witness Day mit den Fragen. Merci vielmals. Hey, kein Problem. Merci einfach noch kommen. Kein Problem, immer gerne. Merci, seid ihr da gewesen. Wir haben eine gute Zeit ausgewählt, zwischen 8 und sage 10 habe ich gesagt, so 1,5 Stunden durch. Es gibt für mich weniger zum Cutten, aber kurz und bündig. Aber ist ja geil, ich glaube, es war schon sehr viel gesagt gewesen. Nochmal, Mod bitte Northgold in Chat und alle bitte einmal folgen. Der Link zu Instagram. Sehr geil gewesen, sehr lustig gewesen. Rap Witness Day wird in plus minus 1 Monat sein. Erster Mittwoch vom Monat. Mein nächster Gast werdet ihr auf Insta bei mir informiert in meinen Stories. Folgt mir dort und dann seid ihr auch immer wieder aktiv. Seid ihr immer up to date, wer der nächste Gast ist. Ja. Shoutout geht raus, merci vielmals, seid ihr da gewesen, merci Chat, ihr seid die Besten, stark Die gewesen. allerbesten. Bis zum nächsten Mal und peace out. Sie hat gesagt, dass es für immer bleibt. Doch das immer ist nicht für immer gewesen. Das Leben ist so süß, doch auch so bitter sein. Am Ende aus dem Arsch und ihr Hoffnung, dass sie wieder schreibt. Sie hat gesagt, dass es für immer bleibt. Doch das immer ist nicht für immer gewesen. Das Leben ist so süß, doch auch so bitter sein. Am Ende aus dem Arsch und ihr Hoffnung, dass sie wieder schreibt. Ich schmeckt nach tote Rose, die Teufel auf die Vaterzahlen. 1000-mal auf die Schnur geflogen, doch mich selber nie belogen. Heute Abend geht's mir gut und morgen wieder schlecht. Ist es nur im Kopf, Vater, ist es alles echt. Der Raum ist voller Leute, doch ich fühl mich so allein. Es gibt mehr als du denkst, es gibt mehr als du meinst. Und das kannst du mir nicht sagen, was ist gut, was ist schlecht. Wer liegt falsch, wer hat recht. Doch etwas weiss ich ganz genau. Sie hat gesagt, dass es für immer bleibt. Doch das immer ist nicht für immer gewesen. Das Leben ist so süß, doch auch so bitter sein. Am Ende aus dem Arsch, und ihr Hoffnung, dass sie wieder Pedro schreibt, glaube er muss schiessen. Wenn ich vorhin. Ich nehme noch Tankmost, laufe gegen die Backer runter, schaue, wie das ist und dann höre ich auf. Das hat keinen Wert. Also von uns stinkt die keine an, muss ich sagen. Ja. Wir schmecken auch Fan. Wenn ihr jetzt könntet schmecken, wenn ihr so 5D-mässig jetzt könntet schmecken, dann würde so Erdbeer, Banane, Peach-Geschmack, so einen süßen Mix finden. So. Richtig angenehm hier die Atmosphäre, muss ich sagen. Genau. Gay. Nein, man, was soll die Kacke, man, primitive Drecksgelabere. Ja, voll, ja. Jetzt haben wir den halt reingelegt. Dann überlegen wir, was hat ich überhaupt gebracht? Bro, tu nicht weg. Ich habe Nein, Leben. Du bist am Arsch.
Wir drehen die Cam noch ein bisschen. So, oh, das war einer zu viel. Ich hab gedacht, Jetzt ist alles kaputt gegangen. Shit. It was at this moment that he knew. He fucked up. Und Leute, die 1500 Stutz gewinnen bei Sporttipp, aber nicht ein Subtalen. Ich wollte jetzt keine Namen erwähnen, aber. Shoutout. Shoutout. Shoutout! Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich kann nicht richtig lesen und schreiben. Hey, ich liebe die Medikation. Ich muss im Modrechner wegnehmen, weißt du, dann sappt er wieder rein. Ja, noch so einen Dings-Effekt kann er gut. Scheiße. Oh. Jau! Ich dreh durch am Nachgrün! Pop oder Pop werden, hat er geschrieben. Poppe! Ich hab nur eine Bier getrunken. Eine Bier. Tien. Ja. Sind das nicht Schuhe? Das ist das schnellste Tier. Aha. Weißt du warum? Hier. Weißt du warum? Da ist sie hier, da ist sie hier. Okay. Aha. Okay, Skala 1 bis 10, wenn ich Frucht bist. Ich bin eine Birne. Gute Frage. Habt ihr gerne Birne? Hast du gerne Birne? Ich liebe Birne. Birne ist hart. Du bist voll, Mann.